Ciao zusammen. Heute mal ein Yoga, wo wir nicht auf den Händen sind. Wir werden rund um den Ausfallschritt, den Lunge, einen Flow zusammenbauen. Stellt euch in Musik ein, holt euch in Matte und los geht's. Wir starten im Stand in Tadasana, in der Bergposition. Wir nehmen uns einen Moment Zeit zum einfach schnaufen. Durch die Nase tief ein und durch die Nase wieder aus. Die Arme sind entspannt neben dem Körper, der Stand ist etwa hüftbreit. Und wir lenken unsere Aufmerksamkeit komplett auf uns. Lassen alles, was uns ablenkt, beiseite und vollen Fokus auf das Jetzt, auf das Yoga. Beim nächsten Einschnaufen kommen wir auf die Zehenspitzen, werden ganz gross, haben einen stabilen Bauch, Rumpf ist angespannt. Und mit dem Ausschnaufen kippen wir auf links, schnaufen wieder ein in die Mitte, schnaufen aus nach rechts, schnaufen wieder ein in die Mitte. Und in eurem Rhythmus könnt ihr nach links kippen und nach rechts kippen. Eurem Atem anpasst, spüren die Aktivierung von den Füßen. Konzentration, dass ihr Balance halten könnt. Und noch einmal auf jeder Seite. Und dann bringen wir die Fersen auf die Matte. Verlagern das Gewicht auf den rechten Fuß, das linke Knie bringen wir zu der Brust. So hoch auf wie möglich richtig aufdrücken mit der eigenen Muskelkraft. Und dann strecken wir das Bein nach vorne, lassen es fallen auf die Matte. Strecken das linke Bein gerade zur Seite raus, mit dem Oberkörper nicht zu fest ausweichen und zurück auf die Matte. Knie zur Brust, nach vorne strecken, langsam den Fuß zur Matte. Beine seitlich ausstrecken und langsam zur Matte. Knie zur Brust, nach vorne strecken und langsam zur Matte. Das Bein seitlich ausstrecken, halten und langsam zurückführen. Bringen das Gewicht gerade auf den linken Fuß, rechts Knie zu der Brust. Halten es hier richtig aufziehen und nach vorne strecken. Langsam senken zu der Matte. Strecken das rechte Bein gerade zur Seite raus und wieder zur Matte. Rechts Knie zur Brust, nach vorne strecken. Langsam zur Matte. Gerade seitlich ausstrecken, zurück zur Matte. Knie zur Brust, nach vorne strecken, zur Matte. Und noch das letzte Mal Bein gestreckt zur Seite und wieder zur Matte. Wir stehen etwas breiter als hüftbreit, der Stand vom Squat, passiven Squat. Wir schnaufen ein, bringen die Hände über Kopf zum Himmel, Gesäß ist angespannt, strecken uns weit nach oben. Schnaufen aus, Hände zum Herz, Gesäß, richtig passiver Squat. Wenn die Pose für euch nicht geht, sitzen auf einem Block oder stehen auf einem Tüchlein oder die aufgerollte Matte mit den Fersen. Das vereinfacht es euch. Und dann bleiben wir ein bisschen da, gehen rechts und links, finden ein bisschen Bewegung und spüren raus, wie beweglich sind wir heute in der Hüfte. Wo ist es verklemmt? Wo können wir Platz schaffen? Wir werden aus dieser Position im aktiven Squat gehen und wieder zurück im passiven Sparring. Für das strecken wir die Arme nach vorne, spannen den Bauch an, langsamen Rücken. Schnaufen aus, bringen das Gesäß über 90 Grad etwa von den Knien, vom Kniewinkel. Die Hände ziehen nach vorne, halten Spannung, Rücken ist stabil, langgezogen. Knie sind über den Zehen und gehen nicht nach innen. Und wir schnaufen ein
zurück in passiver Squat. Schnaufen aus, aktiver Squat. Die Spannung in den Beinen, im Rumpf. Einschnaufen, passiver Squat. Ausschnaufen, aktiver Squat. Einschnaufen, passiv. Noch zweimal ausschnaufen. Kommen in den aktiven Squat. Einschnaufen, passiv. Und beim letzten Mal aktiver Squat. Halten wir die Position. Strecken die Arme weit nach vorne, Fingerspitzen. Bringen sie zu der Matte. Und das linke Bein schwingt nach hinten in einen Ausfallschritt, in einen tiefen. Brust zeigt nach vorne. Das linke Bein ist gestreckt, weit nach hinten. Und wir wippend und kreisend öffnen unsere Hüften, spürend Dehnung im Hüftbeuger. Könnt auch kreisen, nach vorne, nach hinten. Ihr spürt, was euch gut tut. Dann platzieren wir die linke Handfläche auf der Matte. Strecken den rechten Arm zum Himmel. Eine gerade Linie von rechter zur linken Hand. Blicken zur rechten Hand auf. Eine lange Linie von linkem Fuß, Hüfte, Kopf. Rechte Arm wieder zurück auf die Fingerspitze, links auf die Fingerspitze. Bringt den linken Fuß nach vorne in einen aktiven Squat. Schnaufen ein, bringt die Fingerspitze auf die Matte, rechte Fuß geht weit hinten, die Brust ist geöffnet. Das rechte Bein streckt aktiv. Auf dieser Seite kreisen und wippen, was euch gut tut. Dann platzieren wir die rechte Handfläche auf der Matte, drehen unsere Brust auf, öffnen uns. Lange Linie, gerade Linie oder mehr von linker Hand zur rechten Hand. Und dann schnaufen wir aus, bringen Fingerspitze auf die Matte, rechte Fingerspitze. Einen Schritt führen mit rechts in aktiven Squat. Schnaufen aus, Hände zum Herz, Bein strecken. Einschnaufen, Hände über Kopf zum Himmel weit aufstrecken. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Wir kommen leicht rein mit den Füßen, dass wir wieder hüftbreit stehen. Verlagern das Gewicht auf den rechten Fuß. Bringen das linke Knie so hoch auf wie möglich zu der Brust. Und wir finden unseren Weg in Krieger 3, optional über den Shrimp Squat. Das ist, wenn wir das Knie auf die Matte bringen, die Ferse ist Pinksass. Oder so weit runter wie möglich, Matte berühren und Krieger 3. Eine stabile Position, eine lange Linie vom linken Fuß, Kniehüft zum Kopf, alles waagerecht zum Boden. Der rechte Fuß, seht ihr, wieder hin und her spielt. Und von da beugen wir das rechte Bein langsam, ganz langsam und setzen den linken Fuß auf, schnaufen ein in einen höheren Ausfallschritt. Die Arme wollen nach oben ziehen, die linke Fußballe drückt in die Matte, der rechte Fuß zieht zurück. Mit jedem Einschnaufen ziehen wir höher, mit jedem Ausschnaufen sinken wir tiefer in Position. Von da bringen wir die Hände zum Herz, die Hüfte geht gerade runter, das linke Bein beugt sich. Und wir bleiben leicht über der Matte am Schweben. Von da bringen wir die Hüfte nach hinten und das rechte Bein strecken wir unten auf die Ferse. Die Hüfte nach hinten, rechts Bein strecken auf die Ferse. Finden Balance, schauen auf einen Punkt und dann ziehen wir uns nach vorne über das rechte Bein in
Krieger 3. Links Knie zu der Brust, linker Fuß auf die Matte abstellen. Verlagern das Gewicht auf den linken Fuß, rechts Knie zu der Brust. Optional über Shrimp Squat in Krieger 3. Matte berühren. Krieger 3. Wieder die lange Linie vom rechten Fuß über die Hüfte zum Kopf. Ziehen weit hinten mit dem rechten Fuß und mit dem Kopf weit nach vorne. Da beugen wir das linke Knie ganz langsam, bis der rechte Fuß aufsetzt. Schnaufen ein, in einen höheren Lunge. Der rechte Fußballen drückt in die Matte. Links Knie zieht nach hinten. Der Bauch ist angespannt, die Rippen nach innen gezogen. Und strecken die Hände weit nach oben. Wenn ihr vorne anschaut, wäre es gut, wenn ihr den linken grossen Zecher seht, dann ist euer Knie in der richtigen Richtung. Bringt die Hände vor das Herz, beugen das rechte Bein, die Hüfte geht gerade runter, sind leicht über der Matte mit dem rechten Knie. Hüfte nach hinten, links Bein strecken. Strecken das linke Bein, kommen auf die Fersen, halten die Balancepose und dann ziehen wir nach vorne in einen Krieger 3. Rechts Knie zu der Brust, rechter Fuß setzen wir ab. Schnaufen einmal tief durch, wechseln auf den rechten Fuß, links Knie zu der Brust, via Shrimp Squat in Krieger 3. Das rechte Bein beugen, setzen den linken Fuß ab in höherer Lunge. Bringen die Hüfte gerade runter, das linke Knie beugt sich. Hüfte nach hinten, rechts Bein streckt sich. Ziehen uns nach vorne in Krieger 3. Diesmal lassen wir das linke Bein einfach gestreckt nach hinten gehen, der linke Fuß. Kommen auf die Zehenspitze und sitzen auf unsere Fersen ab. Wenn das nicht geht, ihr könnt immer die Hände zur Hilfe nehmen. Ihr könnt euch immer unterstützen oder mit Yoga-Blocks. Strecken das rechte Bein nach vorne, bringen den rechten Fuß in einen Vierteldreh nach außen neben die Matte. Von da stehen wir auf in einem breiten Stand. Die linke Ferse kommt auf die Matte. Skandasana. Drehen den rechten Fuß auf die Ferse. Sitzen hinten ab. Kommt wieder auf die Zeche. Rechter Fuß dreht sich wieder zur Matte. Ziehen uns nach vorne innen. Ausfallschritt mit beiden Beinbogen. Kommt in Krieger 3. Links Knie zur Brust und absetzen. Wir wechseln direkt das Gewicht auf den linken Fuß. Rechts Knie in die Brust via Shrimp Squat in Krieger 3. Beugen das Bein, das linke Bein ganz leicht landen. Schnaufen ein in höhere Lunge. Ausschnaufen. Bringen das Knie leicht über die Matte. Hüfte nach hinten, linke Bein streckt sich. Ziehen uns nach vorne in Krieger 3. Das rechte Bein lassen wir gestreckt und hinten fallen. Rechte Fuß kommt auf, kommt auf die Zehenspitze, sitzend auf den Fersen ab. Links Bein strecken wir nach vorne. Machen die Vierteldrehung mit dem Fuß nach außen. Stehen auf in den breiten Stand. Rechte Ferse kommt auf die Matte. Drehen den linken Fuß auf die Ferse. Sitzend hinten ab. Kommen auf die Zehenspitze rechts.
Den linken Fuß auf die Matte. Nach vorne ziehen. In Lunge mit beiden Beinbogen. In Krieger 3. Knie zur Brust. Fuß auf die Matte. Gewicht auf die rechte Seite. Links Knie zur Brust. Wie ein Schwimmsquat. In Krieger 3. Bügen das rechte Bein. Langen den linken Fuß. Schnaufen ein in höhere Lunge. Hüfte nach oben, Knie leicht über die Matte. Hüfte zurück. Rechts Bein strecken auf die Ferse. Nach vorne ziehen. In Krieger 3. Linke Fuß geht auf die Matte. Auf die Zehenspitze. Wir sitzen ab auf die Ferse. Rechts Bein streckt sich nach außen. Wir stehen auf. Linke Ferse auf die Matte. Rechts aufdrehen, Skandasana. Linke Zehenspitze. Rechte Fuß kommt zurück. Führen in Lunge. Krieger 3. Von da bringen wir den rechten Arm gestreckt nach oben. Linke Arm nach oben. Und wir öffnen in die Halbmondposition. Ich kann die Hand auf den Boden tun, wenn es einfacher ist für euch. Linke Zehenspitze zeigen auf die linke Mattenseite. Eine Linie von der rechten Hand zur linken Hand. Von da beugen wir das rechte Bein in Krieger 2. Rechte Arm will nach vorne, linke nach hinten. Das rechte Bein ist bogen. Links drücken wir die Aussenseite vom Fuß in die Matte. Der Bauch ist angespannt, Blick nach vorne. Von da drehen wir die Beine und Zehen, die Füße zur linken Seite, kommen in eine Göttinnenpose mit einem breiteren Stand. Bleiben nur einen kurzen Moment da, drücken die Knie nach außen. Wir drehen weiter innen, Lunge mit beiden Beinbogen auf die Hinterseite von der Matte. Wir sind einen kurzen Moment in dieser Pose, akzeptieren die Spannung, den Schweiß, die Energie in den Beinen. Wir landen das rechte Knie auf der Matte, bringen den rechten Rist auf die Matte. Jetzt wird es ein bisschen speziell, gut zuhören. Wir strecken das linke Bein nach vorne, sitzend. Das rechte Gesäß neben den rechten Unterschenkel. Bringen den linken Fuß nach vorne in eine Art Schneidersitz. Überkreuzend rechts. Kommt zum rechten Mattenende. Linke Ferse näher zum Gesäß. Und wir rollen drüber in Tadasana, in Bergposition. Wenn das für euch nicht schnell gegangen ist, wir haben nochmal eine Seite, ihr könnt auch einen anderen Weg wählen, um hier anzukommen. Wir schnaufen ein, kommen auf die linke Fußseite. Verlagern das Gewicht auf den linken Fuß, den rechten Fuß zu der Brust, via Shrimp Squat, in Krieger 3. Beugen das linke Bein, rechte Fuß landet, schnaufen ein, innen, höhere Lunge. Beugen das rechte Bein, bis es knapp über dem Boden ist. Die Hüfte nach hinten, links Bein streckt sich auf die Ferse. Ziehen uns nach vorne in Krieger 3. Rechter Fuß landet auf den Zehen, sitzend ab, Gesäß zur Ferse. Links Bein streckt sich nach außen. Wir stehen auf. Rechte Ferse landet links, drehen wir auf. Sitzend ab. Auf die Zehen. Linke Fuß zurück. Ziehen uns nach vorne in den Lunge. Krieger 3. Linke Arm geht gerade nach oben.
Wenn ihr aus der Balance geht, kein Problem, einfach wieder zurück. Das rechte Bein ist aktiv, Zeichen zeigen auf die rechte Seite. Und wir ziehen uns rechts auf, links nach oben. Wir beugen das linke Bein, Krieger 2, linke Arm nach vorne, rechte nach hinten. Tief in Position reinkommen, die Spannung halten, Füße drücken im Boden, gleichmäßig verteilt. Schnaufen ein, werden ein bisschen grösser, schnaufen aus, tiefer in Position. Wir drehen beide Fußspitzen auf die rechte Seite, kommen innen, Göttinnenpose mit breiterem Stand, drücken für Knie nach außen. Schnaufen hier ein, sitzen tief in Position. Drehen uns weiter zum Mattenende. Innen, Lunge mit beiden Beinbogen. Halten die Position. Halten das rechte Knie stabil. Das linke leicht über dem Boden, Bauch ist angespannt. Dann landen wir das linke Knie auf der Matte. Jetzt wieder der Wechsel zu der Bergposition. Linke Fuß abstellen, strecken das rechte Knie, sitzen ab auf die linke Gesäßhälfte. Rechte Fuß nach vorne, überkreuzen links drüber, rollen über den Unterschenkel nach oben in Bergposition. Verlagern das Gewicht auf den rechten Fuß. Schnaufen ein, Knie zur Brust, via Shrimp Squat in Krieger 3. Beugen das rechte Bein, kommen in Höhe Lunge. Hüfte nach unten, Knie leicht über die Matte. Strecken das rechte Bein, Hüfte nach hinten. Ziehen uns nach vorne, Krieger 3. Linke Fuß geht auf die Matte, kommen auf die Zehenspitze. Gesäß auf die Ferse, rechts nach außen. Stehen auf, setzen den linken Ferse ab, drehen rechts auf in Skandasana. Linke Zehenspitze, rechter Fuß kommt zurück. Ziehen uns nach vorne, innen Lunge mit beiden Beinbogen. Krieger 3. Öffnen die Hüfte, die Arme in die Halbmondposition. Beugen das rechte Bein, landen. Krieger 2. Drehen die Füße zur linken Seite. Göttinnenpose. Drehen die Füße weiter nach hinten. Lunge mit beiden Beinen, Bogen. Landen das rechte Knie auf der Matte. Setzen den rechten Fuß ab. Sitzen auf die rechte Gesäßhälfte. Linker Fuß nach vorne. Überkreuzen. Über den Unterschenkel. In Bergposition. Verlagern das Gewicht auf den linken Fuß. Rechter Fuß zur Brust. Via Shrimp Squat in Krieger 3. Beugen das linke Bein, rechter Fuß landet. Höherer Ausfallschritt. Links Knie leicht über die Matte bringen. Die Hüfte zurück, links Bein strecken. Nach vorne ziehen in Krieger 3. Fuß geht auf die Matte. Zehenspitze, Gesäß zum Vers, links Bein strecken, links Bein nach außen. Aufstehen, rechte Ferse landen. Links drehen wir auf Skandasana. Rechte Zehenspitze, linker Fuß zurück. Lunge mit beiden Beinbogen. Krieger 3. Linke Hand zum Boden. Wir öffnen in Halbmondposition. Landen der rechte Fuß. Krieger 2. Drehen die Füße in Göttinnenpose mit breiteren Beinen. Drehen weiter in Lunge mit beiden Beinbogen nach hinten. Links Knie landet, Fuß absetzen. Sitzend ab auf die linke Seite, rechter Fuß nach vorne,
überkreuzen mit links, über das Schienbein aufrollen in Bergpose. Stehen wieder mit den Füßen so, wie wenn wir in einen passiven Squat würden gehen. Schnaufen ein, Hände über den Kopf. Schnaufen aus, Hände zum Herz. Passive Squat. Bleiben nicht lang da, wir gehen gleich weiter. Liegen auf den Rücken. Links Bein gestreckt nach vorne, rechts Bein gestreckt nach oben. Links Bein lösen wir vom Boden und wir bringen in dieser Position den rechten Fuß zum Kopf richtig oben für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rechter Fuß geht lang, linke Fuß nach oben und das gleiche Spiel. 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beide Füße gestreckt nach oben und entweder Bogen nach vorne oder gestreckt langsam zum Boden führen. Einmal durchschnaufen, Fersen zum Gesäß bringen, rechts Fußgelenk aufstellen auf den linken Oberschenkel, innen Taubenposition auf dem Rücken. Wir greifen hinter dem linken Oberschenkel unsere Hände und können den Kopf ablecken. Spüren die Dehnung. Eine leichte Dehnung. Und wir können anfangen, uns wieder entspannen. Spüren die ganze Wärme, die durch uns durchfließt. Merken, wie wir schwer sind, der ganze Körper warm ist. Wir lassen den Oberschenkel los, bringen den linken Fuß auf die Matte und kippen auf die linke Seite, dass der rechte Fuß auf den Boden findet. Die Arme können wir lang wie ein T öffnen. Und wir schnaufen tief in Bauch und Brust, auch wenn wir die leichte Drehung drin haben. Ihr könnt hier selber bestimmen, wie intensiv das ihr es euch macht, wie aktiv sind ihr noch. Dann bringen wir die Füße wieder zurück, Beine wieder in die Neutralposition. Der rechte Fuß kommt auf die Matte, links Fußgelenk auf den rechten Oberschenkel. Wir greifen wieder hinter dem rechten Oberschenkel und bringen ein bisschen mehr in die Dehnung mit hinein. Und mit jedem Atemzug probieren wir uns ein bisschen mehr entspannen. Akzeptieren die Wärme. Akzeptieren das neue Gefühl. Der rechte Oberschenkel los, rechte Fuß auf die Matte, Arme lang, Füße kippen auf die rechte Seite. Und wir schnaufen da tief im Bauch. Finden wir einen Unterschied, wenn wir im Bauch atmen. Weg der Drehung. Dann finden wir den Weg in die Neutralposition
linke Fuß und auf die Matte. Wir greifen die Knie, bringen die Knie zu der Brust. Und noch eine kleine Variation von Happy Baby. Ihr dürft auch die Füße greifen, wenn ihr das möchtet. Und hin und her, leichte Bewegungen. Beine öffnen, schliessen. Was euch gut tut in diesem Moment. Noch 2 letzte Atemzüge hier. Und dann strecken wir die Beine nach vorne, öffnen sie, öffnen die Arme, bringen die Schulterblätter zusammen und lassen uns vollkommen gehen in Shavasana. Sinken in die Position hinein, schließen die Augen, nehmen uns den Moment raus, haben uns das verdient, doch noch ein bisschen anstrengend sein und geniessen den Moment. Ihr dürft natürlich noch so lange in dieser Pose sein, wie ihr möchtet. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr mit mir das Yoga gemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Merci.